Endlich Sommer. Endlich Freibad. Die Zeit vergeht hier anders. Schöner, ausgelassener, fauler. Dazu die kleinen und großen Versprechen. Verstohlene Blicke, blanke Haut. Es riecht nach Chlor, Sonnencreme und Pommes rot-weiß. Woher das Freibad seinen Namen hat? Es heißt von der Freiluft. Frei sein von Zwängen, aber trifft es besser. Endlich Ferien. Für alle, die in Bayern zur Schule gehen oder gegangen sind, hat die letzte Woche die Erlösung von Klassenarbeiten, Hausaufgaben, Frühaufstehen, Pausebrot und Prüfungsangst gebracht. Damals, die anderen fahren ans Meer. Wir ins Freibad. Eine riesige Bühne. Klar, es geht ums Sehen und gesehen werden. Das alte Spiel. Oder, wie Sartre sagte, der Blick des anderen macht mich zum Körper. Andererseits, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Und dann geht es natürlich immer schon um die ganz großen Fragen der Jugend. Wer traut sich's? Vom Zehner. Ist doch nix. Der Weg hoch. Zurück niemals. Oder doch? Oben fühlen sich 10 Meter wie 100 an. Das Herz pocht, die Knie weich. Freibad. Seit den 1950er und 60er Jahren bedeutet das auch sozialen Fortschritt. Luxus für alle. Gewissermaßen die gebaute Vorwegnahme eines kommunistischen Zustands. Als der Schriftsteller Max Frisch noch als Architekt tätig ist und im Letzigraben in Zürich ein Freibad baut, führt er Bert Brecht über die Baustelle. Der ist beeindruckt. Freibad, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Eröffnung 1949 hält Max Frisch in seinem Tagebuch fest. Sonniges Wetter und viel Volk. Sie schwimmen, springen von den Türmen. Die Rasen sind voll Menschen, halb nackt und halb bunt. Und es ist ein wirkliches Fest. Die Kinder planschen drauf los, als wäre es immer so gewesen. Irgendwann verliert sich die Angst vor dem Sprung in die Tiefe des Beckens. Jedes Bad ist eine leibliche Wiedergeburt, Sagt schon Demokrit. Dieses unbeschreibliche Gefühl, von der Sonne geküsst zu werden und dann in die Kühle abzutauchen. Freibäder. Die ersten entstehen in Deutschland im 19. Jahrhundert. Damals noch streng abgeschirmt von den Blicken von außen. Und nach Frauen und Männern getrennt. Es geht um Körperertüchtigung und auch Hygiene. In den wenigsten Wohnungen gibt es damals fließendes Wasser. Bis heute ist das Freibad ausdrücklich anti-elitär. Das Gegenteil vom Privatpool. Jeder kann hier rein. Das Gute, auch die Entscheidungsspielräume sind nicht so groß. Das bedeutet? Liegewiese um 10, Pommes um 11:30. Ein kleines Fest, ein Ritual. Und der Geruch von Frittierfett und verdunsteten Chlorwassertropfen. Ja, das Freibad ist das demokratischste Bauwerk, das es gibt. Die gerechte Verteilung von Wasser. An Groß und Klein, alt und jung, schön und hässlich. Es begegnen sich Menschen, die sich sonst kaum treffen. Das gibt's in Bayern höchstens noch im Biergarten. Und dann ist das Freibad auch der Ort, der später in den Erinnerungen oftmals diese ganz besondere Verklärung erfährt. Es war ein ganzer Sommer unter dem Himmel. Die ersten Blicke, die ersten Berührungen, Herzklopfen wie auf dem 10-Meter-Turm. Freibäder sind Kulturstätten. Für Freizeit, Begegnung, Sport.
Doch jetzt die andere Seite. Die Zeit, wo Schwimmen kein Luxus ist, scheint allmählich vorbei zu sein. Viele Schwimmbäder werden geschlossen. Jedes vierte in Bayern muss momentan saniert werden. Schon jetzt hat sich die Zahl der Grundschüler, die nicht schwimmen können, verdoppelt. Innerhalb weniger Jahre. Was ist bloß los? Da gibt es diese wunderbare Utopie vom Freibad, vom Pool, der allen gehört. Gerade denen, die eben nicht ans Meer reisen können. Als in Deutschland die ersten Freibäder eröffnet wurden, ging es auch darum, die Menschen gesünder zu machen. Durch Licht, Luft und Liebe. Das Freibad ist Luxus. Aber eben für alle. Wie schön das ist.